Elvis ist eingetroffen und will uns unterstützen, aber natürlich ohne seinen Chipmunks Aussehen und deshalb, ja, herzlich willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Ich bin hier noch ein bisschen überrascht von der letzten Folge, denn dieser Elvis-Verschnitt weiß sehr, sehr viel über uns, weiß auch sehr viel über das Monado und konnte sogar das Monado führen und neue Technik anwenden. Ja, WTS dachte mir auch, das dachte mir auch und deswegen, naja, geht's hier weiter. Also was ist jetzt eigentlich los? Was? Schulk, Löscher, neue Technik erlernt. Löscher? Die sehen nicht so aus, als wären sie unter Feuer. Was soll das sein? Der Dämonadellöscher als Waffe gegen Telefia. Der Dämonadellöscher eliminiert die Aura eines Gegners und versiegelt sie vorübergehend durch ein Aura-Siegel. Wofür ist jetzt gut? Telefia verfügen über die Aura-Seelenlesung, die Angriffe unmöglich macht. Ach so! Die können auch ihre Aura als unsere Gedanken lesen. Also, ja, halt, da steht zwar Seelenlesen, aber nehmen wir mal an, ist damit Gedankenlesen gemeint. Und damit können wir das ausschalten, damit sind sie wohl, naja, recht wehrlos. Monado-Techniken setzen eine volle Spezialanzeige voraus. Volle Spezialanzeige durch Autoangriffe, das weiß ich ja. Toll, los geht's! Löscher! Jetzt aber! Ja, geht schon ziemlich gut. Was macht eigentlich der Elvis? Das ist ein bisschen tieferes Level als mir, aber kann natürlich trotzdem Monados problemlos, Monados sag ich schon, die Telefia problemlos ausschalten. Gut, die führen noch Schaden durch. Das ist sehr schön. Die Frage natürlich, wie lange hält diese Löschung vor? Oh oh. Vision sowieso nichts bringt, wenn da ja Telefia-Schwanz und jemand ist ein anderer. Ne, ist der da. Da bringt sie doch was, da bringt sie doch was. Logisch bringt's was, du bist vorher schon down. So, jetzt sind die anderen dran. Euch habe ich glaube ich noch nicht irgendwie bestrahlt, glaube ich. Gut, jetzt seid ihr dran, ey. Oh oh. Der nächste Angriff, Schockwelle. Nein! Oh. Noch viel zu viele KP. Das wird eng, das wird eng. Schnell. So aufgeheilt, sehr schön. Oh oh oh, wow. Das war knapp. Meine Spezialanzeige ist alles down. Alles in den Arsch. Ja. Vergiss es, Kumpel. Oh. Deren erste Geschichte. Jetzt kommt der dran. Hab ich ihn auch schon getilgt? Nö, geht nicht. Okay, muss ich auch zuerst noch die Aura von dem Teil löschen. Nein, nicht jetzt! Bist du des Wahnsinns? Ich hoffe, es hat noch gereicht. Yep. Gut, die Aura ist weg. Wow, 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 nicht so schnell, Kumpel. Das ist Angriff hoch. Und jetzt aber, bäm. Ah, die Löschung ist geil. Bringt uns zwar nichts gegen Mechons, aber scheiß drauf. Und ich mal gegen diese Telefia-Viecher. Und das war's. Puh. Well, you see now, Shulk? Thank you. Hey, wait a second. More importantly, where on Bionis did you learn to use the Monado? They were not the primary Telethia. Merely its spawn. The primary Telethia dwells elsewhere in Machna Forest. Is it wounded? I see. The Telethia is hurt and lies in rest. Wounded by a girl. A girl? The Monado is a divine sword capable of disturbing the very fabric of existence. Of both the material and the immaterial. Alvis, how do you know so much about the Monado? Who are you? Ja, die Antwort würde mich auch mal interessieren. Huh? That's Rhine.
I'm over here! Shulk, we looked all over for you. Thought you'd been eaten by the forest. Sorry, Rhine. I got attacked by Telethia. If it hadn't been for Alvis, I wouldn't have survived. Alvis? Who's that? I'll introduce you. He's the one that... Alvis? But he was... There's no one here. I'm telling you, he was right here. He even taught me how to unlock a new power from the Monado. Just you and me, Shulk. Ain't no one else around. You probably passed out from dehydration and dreamt this guy up. Come on. Wait till the others hear this. He was here, Rhine. I didn't dream it. I'm not lying. Okay, okay. I believe you. And while you were having fun with your imaginary friend, did you find any ether crystals? Yes. Good quality ones, too. Perfect. Come on. We should hurry them back to Sharla. Hang around here long enough and we'll get whacked by an imaginary beast. I'm not lying. Alvis. Who are you? Eine sehr gute Frage und vor allem eine neue Frage, das Spiel der Fragen Xenoblade Chronicles. Aber immerhin endlich mal wieder eine neue Technik für das Monado. An enemy that renders your visions useless. This forest holds many surprises, not least creatures we've never seen before. And now we know there is another who can use the Monado. Yeah. I can't wait to meet him. So you weren't just having a sneaky nap then? No. I'm just saying. You and Dunban are the only ones I know that can wield the Monado. How would this guy know how? Okay, locked and loaded. Everyone, stand back. Wow. Unbelievable. Yeah, she's coming round. All thanks to our medic. Are you okay? Where am I? Everything's fine. You're gonna be... Get your hands off me! Ah! Hey, watch it! Forgive me. I did not mean to... Sorry if we surprised you. Are you the ones who helped me? Well, something like that. Excuse me. My name is Melia. Forgive my indiscretion. I have not had the pleasure of coming into contact with the male Homs. Coming into contact? Hey, Shulk, you're creeping this lady out. Shut up, Rhine. This large one is far worse. Me? Melia, is it? How did you get here then? What, is there no one with you? I must apologize, but my situation does not concern you. And I shall not be divulging anything to common passers-by. Duly noted, your ladyship. But if I were to be so bold, I'm guessing that you didn't come here alone. And you weren't just taking an afternoon nap. And what, may I ask, are you doing here? It is rare to see Homs venture this deep into Machna Forest. We're traveling to the head of the Bionis. We've got a long journey ahead of us. The head of the Bionis? We were just figuring out how to get there when we found you. I see. Then permit me to return the favor by aiding you in your quest. Really? There is only one path to the head of the Bionis. It is the path that leads to Erith Sea. So, this Erith Sea is at the head of the Bionis. If you would be kind enough to escort me out of the forest, I will show you the way. You do that? Thank you, Melia. I'm Shulk. Pleased to meet you.
Shulk. Ah, yes. Likewise. She's a bit high and mighty. But she's a Homs too, right? Why is she here alone? Ain't got a clue. Ask her yourself. I'm not good with her posh accent. We shall travel to the Nopon village. Nopon village? That's where we've been heading. We reckon it's our best chance of making it to the top. Since inhabiting the region, the Nopon have been a great help. You can travel to Erith Sea from their village. It's settled. We'll make our way to the Nopon village. Very well. The Nopon inhabit a giant tree. If we follow this trail, we will be safe. Na dann, auf zum Nopondorf. Reserve, jetzt haben wir eine neue Acht dabei. Da bin ich mal gespannt, was sie so drauf hat. So, Vorsicht vor Stacheln. Was? WTF, Stachelschaden, Schwächung durch Stacheln. Im Magnewald treten Gegner auf, die Stacheln zur Verteidigung einsetzen. Stacheln fügen Angreifern automatisch Schaden zu und Schwächungen zu. Durch Stacheln verursachter Schaden lässt sich weder durch physische noch durch Eiterabwehr verringern. Ups. Natürlich doof. Konterstacheln, Konterangriff mit Schaden und oder Schwächungen. Es gibt 3 Stachelkategorien. Die zweite wäre Abwehrstacheln. Umgeworfene Gegner wehren sich mit Schaden und oder Schwächungen gegen Angreifer. Und Distanzstacheln, Alter, wie sieht denn der aus? Fügen zu nahe kommenden Personen Schaden zu. Umgang mit Stacheln und Allerlöscher, für sie gefallen Stacheln eine gewisse Zeit. Stachelschutzjuwelen, Konterstacheln werden außer Gefecht gesetzt, wenn es dir gelingt, den Gegner umzuwerfen. Ah. Interessant. So, jetzt mal gucken, was hat das Neue hier so drauf? Dann, was macht die überhaupt? Oh, ist Level... Erst auf Level 32? Ist jetzt Zufall oder ist das immer das gleiche? Also entweder das Zufall oder sie hat immer das gleiche Level wie wir, kann das sein? Naja. Mal schauen, Schutzstab hat sie, Werte, auch ihr Äther, wa? Ist sie etwas ähnlich wie Schala? Kann ich ja kaum glauben. Na, mal gucken, ich nehme es mal kurz ins Team. Ja, sie trägt mir Fassung. Ja, ich bin eine Prinzessin. Ja, man sieht's. Wir machen noch ganz kurz ihr Talentbäume mal gucken. Vielleicht kann ich ja was Neues jetzt machen mit ihr. Das war die Taste Nummer 1. Wohl eher Knopfbelegung Nummer 1. Oh. Nö, ja nix. Du hast noch gar nichts, wa? Oh doch, Fassung hätte sie bereits. Das ist ein Kreissymbol. Hast du da was? Kreis jetzt bei ihr. Geht auch nicht, aber hier kannst du doch machen. Wieso geht das nicht? Hä, kapier ich nicht. Hier zeigt es an, würde es gehen, aber... Hä? I don't know. Verstehe ich echt nicht. Nun gut, dann haben wir hier sie noch. Hat sie auch noch etwas, was sie hinzufügen könnte? Ah, das genau. Bei Schulk gibt es sogar... Oh! Die geht ja richtig ab, hey. Wow, jetzt wird es aber langsam unheimlich. Und... Nee, bei ihm nichts mehr. Naja, c'est la vie. Hat sie noch etwas? Nö, hatten wir bereits. Ups, nö. So. Da ist auch nichts. Bei ihr? Nö, wie gesagt, ist ja immer ein Kreis, wa? Immer ein Kreis, immer ein Kreis. Naja. C'est la vie, kann man noch ein paar TPs verteilen. Oh, fällt mir gerade was ein. Hä, das Löschen wäre vielleicht noch gut. Was kann ich eigentlich da machen? Verursacht Aura-Siegel, ja, ich weiß. Was wäre eigentlich das nächste zu Wirkungen? Kann ich sogar. Und das macht Schaden mehr, Reichweite lang. Und die Wirkungsdauer wäre verdammt mal nicht so schlecht. Und 60 und schon reicht es nicht mehr. Ja, Freunde, ich glaube, da gibt es noch ein paar Monado-Techniken, wa? Einmal, 2, 3, vielleicht sogar noch mehr Monado-Techniken, also, ja, ist nicht so schlecht. Oh, 10.000, willst du verarschen, Alte? Na schön, dass mal alles ein bisschen war. Sicher ist sicher. Was macht sie überhaupt? Steigt die Ätherkraft? Feuer steigt die Stärke ab, vor Feinde brennen. Feinde werden mit Äther umgeben und eingeschläfert. Das ist auch so eine Äther-Spezialisten. Also haben wir Schala, die mit Äther uns heilt und den Gegner irgendwie einschläfert.
Und sie ist diejenige, die mit dem Äther irgendwie angreift und irgendwie, naja, auch mit dem Äther, naja, was, wie auch immer, mit dem Äther halt hilft. Moment mal, physischer Angriff, der Feind zurückwirft, braucht doch bei ihr gar nicht. Der hat sowieso mehr Äther-Power als physisch. Wasserheil KP, abfallen KP eines Feindes, was? KP eines Feindes absorben, oh, das wäre noch cool. Gut. Dann gleich das nochmal. Explosion, weckt verborgene Kraft, um die Abwehr der Feinde zu senken. Ja, das ist auch immer wieder mal nice. Also ich habe so das Gefühl, dass uns die junge Dame noch sehr behilflich sein wird. Äther aus dem Boden hindert die Feinde daran, sich zu bewegen. Oh, das kann auch nicht schaden. So, Hypnose, auch noch sehr wichtig. Dann der Flammenruf, Feinde brennen, natürlich der Blitzruf. Elektrizität steigt die Ätherkraft, abfeuern, großer Schaden. Jo, und gleich nochmal, weil es so schön ist. Wir haben bereits 4 hier und ich möchte noch gerne den Wasserruf machen. Genau, und dann noch, was mache ich jetzt hier noch? Yep, die Explosion noch. Und dann war's das, wie es aussieht, wa? Yep, das war's fürs Erste mit dem Mädchen. Wie heißt das überhaupt schon wieder? Habe ich schon wieder vergessen. Amelia war der Name, genau, Amelia. So, Wayne, ich habe doch hier ein paar Waffen für dich, ich habe doch mal gesehen. Marmorramme, Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nie. Naja, irgendwie so halt. Der wird sogar noch besser, es aussieht. Superkreuz, Moment mal, hatten wir doch schon. Etwa nicht. Seltsam. Für Autoangriff haben wir sonst noch etwas Gutes für dich? Nö, sieht nichts aus. Entschuldigung, Kumpel. Was hat mir denn so schönes? Schutzstab, aber sicher auch sonst nichts. Nö. Hältst du mal den? Wappenkappe. Kann ich da was machen? Ja, wusstest du doch, der hat noch hier ein paar Dinger. Magna-Kappe. Was? Das getragene Item kann nicht abgelegt werden? Müssen wir verarschen? Ja, das geht wieder... Das geht wiederum. Sorry Leute, aber ich kann es 2 riskieren. Also sowieso schon einen, aber auch keinen zweiten mehr. Uns fehlt immer noch... Ja, wollte gerade sagen, irgendwie... Kaiserin-Harnisch, aber okay. Bikini oben. Max-Kappe. Na gut, lass mal. Das passt schon so. Was haben wir hier noch? Dschungelärmel. Naja. Die Beine. Sie muss doch schön gekleidet sein. Ist sie so? Na toll. Ja, das sieht jetzt nichts Besonderes aus. Bei Wayne habe ich noch was gesehen, oder? Er hat jetzt hier die Hartlederschuhe. Hast du sonst noch was S-mäßiges, was gut wäre? Wie sieht's aus, Kumpel? Nö. Die Generalschuhe wird so die Kappe sinken, wie es aussieht. Oh, 700. Nee, vergiss es. Für das bisschen, das dann halt, ja, wie gesagt, halt die Verteidigung erhöhen würde, nö. Ah, V-Stiefel. Oh. Wobei geht die Jacke ganz schön runter. Das will ich ja auch nicht, dass die Agilität sinkt. Jetzt, wo ich ihn so schön geskillt habe. Also, schön, ja. Einigermaßen schön. Ah, Tempo wäre noch etwas. Nö. Wobei. Tempo 10, Agi 10 runter. Na komm, wir lassen es mal so. Wird schon hinhauen. Was mache ich jetzt sonst noch so Großartiges? Glaub nichts mehr, wa? Oh, doch mal, mal kurz, Moment. Wollte bei Wayne noch was wegen der Rüstung gucken. Also hier nachher noch ganz kurz, aber dann die Rüsten noch schnell und dann geht's ja weiter. Kaiserin Armzeug, ja, steht dir sicher ganz gut, Kumpel. Boah, steht ihm sogar ganz gut. Eisenstulpen. Kaiserin Armzeug, es war keine Kaiserin, aber es macht schon was her. Toll, jetzt habe ich hier irgendwie was S-mäßiges ausgerüstet, das gar nichts mehr braucht, oder was? Stacheln hat er, naja. Kann ja nicht unbedingt schaden, wa? Oh, Manurenrahmen kann er noch ausrüsten, Moment mal kurz. Magna-Kappe. Auch S. Und da geht auch 700 runter. Wobei, ich hatte doch ja Kappe ausgerüstet, oder? Ja, genau, stimmt ja. Sieht das beschissen aus. Nee, ganz ehrlich, egal ob jetzt der stärker dadurch ist, das mache ich nicht mit. Nee, garantiert nicht. Generalkappe schon eher.
Aber kein S mehr, ne? Komm, lass mal so. Und dann noch kurz ausgerüstet mit etwas, das bereits habe, wieder deaktiviert ist. Wo bist du jetzt da? Hier bist du. Tempo 2. Ne, ist nicht Tempo 2. Hier, Äther, Abwehr 3. Oder? War's der? Ich glaube schon. Müsste gewesen sein. Mal kurz gucken. Yep, stimmt sogar. Oh, jetzt kann ich sie noch upgraden. Jetzt kann ich sie noch upgraden. Die Frage ist bloß mit was? Habe fast nichts mehr. Rang. Stufe 3. Giftschutz. Na komm, wieso nicht? Muss ich ein bisschen. Ihr wisst schon. Ausnutzen. Blutungsschutz. Der ist auch nicht schlecht. Die Wappenshorts kriegen noch ein bisschen Max KP. Ja komm, 2 kann ich mir leisten. Ein 2er kann ich mir leisten. Oh, nicht so schnell, Kumpel. So, hier ist alles ausgerüstet. Alles. Tutti quento, tutti bene. Das ist super, Freunde. Also dann. Machen uns auf den Weg, wa? Die Richtung stimmt ungefähr. Was sagt die Zeit? Die Zeit wäre vorbei. Wieder mal. Ein bisschen will ich jetzt noch machen. Ein ganz kleines bisschen. Ja, bis dorthin. Mal schauen, was... Hallo? Dschungeleul. Moment mal kurz. Habe ich da nicht noch eine Mission davon von den Viechern? Da war doch irgendwie was. Catchers Entführung, war es nicht der? Ach nee, Moment mal, das war ja da sehr genau, das war ja das mit dem scheiß Krokodingsprung, das mache ich später mal. Monstermission 1 im Wald von Magna, der war's. Besiege 5 Dschungeleulen. Na, Entschuldigung. So, jetzt. Ja, du bist einer. Komm runter da. Jetzt kommt er runter. 5 Stück davon, das kriegen wir hin. Du, wow, da kommen gleich alle. Oh, die greifen Rudeln an. Scheiße. Okay, ich muss ein bisschen schneller machen. Wie es aussieht, haut die neue ganz schön rein, Freunde. Boom, das war die Nummer 1, komm schon. So, da war ja 1. Jetzt kommt gleich mal die 2 dran. Wow, Alter. Wie die um sich schießt. Schul, was machst du da? Geht doch. Wo ist überhaupt dein Gegner? Den greifst du an, ich seh's nicht. Oh, ich blute. Hallo mal jemand. Wie helfen? Wieso helfen? Muss ich helfen? Nö, jetzt nicht mehr. So, das war's jetzt. 1 gut. 2 gut. Eine fehlt noch. Bam. Tschüss. Oh. Die Prinzessin, sie stirbt. Ich weiß nicht, ob es eine Prinzessin ist, aber sie führt so auf. Boah. 3 von 5. Oh, war gar nicht mal so übel. Ah, noch eine Schatztruhe. Sehr schön. So, ich glaube, der Zoom stimmt nicht mehr. Kann das sein? Yep, jetzt stimmt er wieder. Scheiß Eulen hätte zu dritt angegriffen. Hey, ich hab's gar nicht gesehen. Ich hoffe, es sind noch 2 auf dem Weg. Inferno Raptor, na klar. Wir kommen langsam ins Zielort an. Ich möchte noch gerne die paar Eulen platt machen, wenn ich hier noch ein paar sehe. Hallo, da hinten ist er doch. Nee, ist was anderes. Verdammt, ist da keine Eulen mehr? Komm schon, ich hatte doch erst 3 von 5. Ich muss nochmal zurück. Nee, sicher nicht. Ich könnte zwar K.O. gehen, muss sowieso das Ganze nochmal machen und die 2 Viecher platt machen, aber hab ich nicht so Bock drauf. Was sind das für Teiler? Mach nochmal! Level 31! Ja, wird lustig.
Wird wehtun. Boom, boom, boom. Ja, geht noch so, geht noch so. Alter, was mal ey, Leute, was macht ihr da? Nur ein Umwerfen. Werft ihn mal um. Wie lange? Oh, kommt jetzt der zweite auch schon? Der Flugviech kommt. Toll. Den kümmere ich mich gleich. Ja, ich kann doch gleich. So ist was. So, jetzt, komm schon. Wow, ja. Jetzt. Magna Gravoda. Ach du Scheiße, Level 32. Jetzt muss schnell gehen. Wie immun. Immun, der ist immun gegen das Umwerfen. Ist das Scheibenkleister. Einschläfern. Ah, das hat geklappt. Na, wunderprächtig. Jetzt bin ich wieder mal dran. Von hinten, glaube ich. Verdammt, auch von vorne. Jetzt kommt Wine dran. Und, hab es geschafft? Yep, hab ich noch. Jetzt, erzeugt Fessel auf eine Reichweite. Nee, nee, nee. Was anderes geht nicht, oder was? Scheiße. Langsam den, gut. Alter, mir Schaden gemacht. Ihr habt das gesehen. Das 6-fache Gruppenleist. Das war mal geil. Puh. Geben ganz schöne Erfahrungspunkte. Bin schon fast wieder das nächste Level. Wow, da kommt der nächsten. Kann noch kurz einsammeln. Und dann war's wieder mal für heute, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, das nächste Mal geht's dann halt wieder hier weiter bei Xenoblade Chronicles. Mit der Suche nach 2 weiteren Dschungeleulen. Und dann... Alter, was ist denn das da vorne? Das ist ein riesiger Äther, da leck mir oh hey. Ja, das werden wir auch noch untersuchen. Und dann natürlich noch die kleine Prinzessin hier, wie heißt sie überhaupt? Die kleine Prinzessin nach Hause bringen. Ach ja, Melia, genau, Melia heißt sie. Die kleine Prinzessin Melia, Prinzessin Melia. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.